Für die erste Sitzung war eigentlich ausschlaggebend, Herrn Heidinger kenne ich schon länger. Also ich habe ihn kennengelernt bei den Wahlen und da haben wir uns unterhalten, da war er noch bei der Sozialversicherung und dass er eben Horoskope erstellt. Und ja, dann haben wir uns wieder aus den Augen verloren und irgendwann einmal ist mir gekommen, ich hätte doch gerne ein Horoskop. Obwohl ich zuerst gedacht habe, Horoskop, was brauchst du nicht? Und dann habe ich mir ein Persönlichkeitshoroskop erstellen lassen. Und aufgrund des Persönlichkeitshoroskopes ist dann noch ein Gespräch entstanden und dann haben wir eigentlich das erste Personaltraining vereinbart, weil in dem Horoskop so viel drinnen war, wo ich mich wiedererkannt habe und was man verfeinern wollte. Und auf das Ganze ein bisschen nachgehen. Was ist das? Was steckt in mir? Stimmt das nicht? Was kann man noch erreichen? Ja, ich muss sagen, nicht das Umfeld, sondern ich selber. Selber verändert man sich ja, weil man dann ja nachher irgendwo dem Ganzen anders gegenüber tritt. Man sieht dann nachher bei den Leuten, wenn irgendeiner was Dummes macht oder was, weil er es nicht anders kann, man nimmt die Leute dann anders. Das Umfeld selber weiß ich nicht, inwieweit die das mitgekriegt haben überhaupt. Ja, ich muss sagen, es steckt in jedem Menschen irgendwo ein Potenzial. Das, wo man oft unbewusst Dinge macht, wenn man die dann noch aber bewusst macht, das ganz anders erlebt. Viel intensiver erlebt, wo man glaubt, das gibt's ja nicht. Und es passiert ja alles praktisch irgendwo im Kopf. Ich schaffe mir mein Dasein und das alles mit meinen Gedanken. Ob es mir jetzt gut geht oder ob es mir nicht so gut geht, es ist je nachdem, wie ich meine Gedanken jetzt dann praktisch. Und sonst ist es halt im Hintergrund, alles was passiert, passiert praktisch im Kopf. Und das passiert, ob ich das Mentaltraining jetzt habe oder nicht habe. Nur mit dem Mentaltraining passiert es bewusster. Weil dann kann ich bewusster auf das Ganze eingehen, dass mir gut geht. Für den einen ist es halb leer, für den anderen ist es halb voll. Es ist eine Ansichtssache. Für mich wäre es halb voll.